de Copral, cours de préparation à l'armée luxembourgeoise, als een pilootproject van de Education nationale an der Armee, den aktuell am Technische Lycée zu Ettelbruck leeft. De project heeft twee zielen, jong Kleid besser op den opnameexamen an het opnametester fir d'Armee vir te breden an hin en dummer besser Zukunftsperspektiven zu gehen. Weil die jungen Kleid, die an die Kur ausschreiben, da schon ein mehr schwierige schulische Parcours handelt sich schon oder aus anderen Gründen fragilisiert sind, als der Copral auch ein interessantes Mittel für gegen den schulischen Aufbruch, also die sogenannten Décrochage scolaire, vorzugehen. Vom gesellschaftlichen und sicherheitspolitischen Standpunkt aus soll damit geholfen gehen, das Rekrutimentsproblem von der Armee ein bisschen mehr klein zu machen. Die Ekoen, die von denen Copralskurse kriegt, sowohl von den Professoren wie auch von den Schülern, sind majoritär ganz positiv. Der Mond für eine Copralsklasse zu kommen, war auch bislang mehr groß wie Toffer. Auch fand das Sujet guten Anklang an ein Interesse bei vielen interessierten Leuten, bei den Gewerkschaften aus dem Bereich von der Force Publique, aber auch hier am Parlament. Neben der ADR und noch Kollegen von anderen Parteien an den letzten Monaten parlamentarisch Fragen zu dem Thema gestaltet. Das Pilotprojekt Copral soll lo evaluiert gehen. Das ist aber lo mehr schwer gehen, weil Tester für an die Armee abgeholt zu gehen fundamental verändert gofen. Nicht mehr Französisch, Deutsch und Arithmetik gehen lo gefragt, aber für allem stehen psychotechnische Tester neben dem Sport am Vordergrund. Es muss ich also feststellen, dass die Musterung geändert gouf, ohne auf die Evaluation vom Copral zu werden. Aufgrund von welchen Kriterien soll der Copral dann lo evaluiert gehen? Und mit welcher Finalität haben die Kuren nach einer Existenzberechtigung? Auch muss ich sich fragen, ob die Änderung von den Modalitäten von der Musterung wirklich am langfristigen Interesse von den Soldaten ist. Sicher, es ist lumi einfach für die Armee abgeholt zu gehen, und kurzfristig kommen dadurch wahrscheinlich mehr Soldaten an die Destruktion der Base. Was sind aber die de facto Reperkussionen von der Aufsetzung vom Niveau bei der Selektion auf die Chance von den jungen Soldaten bei der Rekonversion, also am Ende von ihrer Dienstzeit? Es scheint so zu sein, dass das Problem von einer zu niedriger Qualifikation einfach nicht mehr nur Hanne verlagert wird. Und dadurch riskiert für die Konzerniert echt damit schlimm zu gehen. Es darf nie einen möglichen Echeck noch Hanne verlagern, aber es muss probieren, die Chance für ein Reussit von Anfang an zu verbessern. Für nur einen Platz zu kriegen, müssen Soldaten ein gewisses Niveau an den 3 Verwaltungssprachen vom Land an der Arithmetik haben. Und noch während ihrer Dienstzeit brauchen sie relativ gut Kenntnisse auf Französisch, Deutsch, Lützeburg sowieso, aber auch Englisch, der ja die wichtigste internationale Spruch ist, die viel international Engagement von der Armee machen das nötig. Für die Armee, für freiwillige Soldaten mehr attraktiv zu machen, am Hinblick auf ihre langfristige Karrierechancen, also der Aufsetzen vom Niveau nicht der richtige Weg, ganz am Gegenteil. Vielmehr wichtig wäre darüber nachzudenken, wie die Militärdienst selber noch mehr interessant gemacht gehen, und für allem für mehr Exklusivitäts- und Prioritätsrechte für freie Soldaten am öffentlichen Dienst anzufeiern. Wenn der Dienst an der Armee mehr attraktiv ist und mehr Chancen auf eine sichere Karriere bietet, kommen noch nicht mehr Freiwillige. Der Copral darf ihn also nicht als isolierte Pilotprojekt analysieren, mehr im Kontext von der Entwicklung an den Besoinen von unserer Gesellschaft und noch von unserer Schule. Herr Präsident, als Gesellschaft ändert sich permanent, leider nicht immer zum Guten. Unbestritten ist, dass vor allem im Sicherheitsbereich immer mehr Herausforderungen auf uns zukommen. Den Terrorismus, über den wir hier so schwätzen, ist dafür ein überzeugendes Beispiel. Das Gefühl von Unsicherheit auch an unserem Land wiest. Das heißt, dass tendenziell immer mehr Leute gebraucht gehen, die speziell für den Sicherheitssektor ausgebildet gehen. Eine Passage an der Armee aus der sicheren Natur. Mit den Entwicklungen sollten eigentlich auch Konsequenzen auf das Schulsystem haben. So wie Filiere für Ökonomie, Wissenschaften, Gesundheitsberufe, Musik, verschiedene Handwerker, Mathematik oder Sprache gibt, muss man sich vorstellen, ob es nicht sinnvoll wäre, für eine extra Filiere für Berufe am Sicherheitsbereich an unsere Schulen anzufeiern. Das ging heißen, das Pilotprojekt Copral definitiv an unser Schulsystem zu integrieren und progressiv auszubauen.
So eng Filier kennt Jong Leiit op eng Karriere am gesamte Sicherheitsbereich vorbereden als integrale Bestandteil von unserem Schulsystem. Für so eng Filier aufzubauen, kann op eng Reihe von Ideen zurückgreifen, die immer nees an den letzten Jahren an der Politik diskutiert goufen. Zum Beispiel die Idee von einer 13e Policière oder einer Filière an Uniform, wie ein Gewerkschaft proposiert wird, oder ein Militärlycée, die nach zur Zeit von Jean-Marie Halsdorf, wohin nach Minister war, schon diskutiert gouf. Alles das sind Unhaltspunkte, und denen es sich kann orientieren und inspirieren, wenn man daran denkt, für den immer mehr wichtigen Sicherheitsbereich auch einen Platz an unsere Schulen zu geben. Eng ganz Reihe wo Verwaltungen und private Patronen könnten so einer Formation interessiert sein. D'Armee, Police, Douane, de Lützeburger Rettungsdienst, Administration pénitentiaire, Privatsicherheitsdienst, dafür nimmen die zu nennen. Wir brauchen an dem Bereich auch nicht nimmen Hochtechnologie als Spezialisten, wir brauchen für allem auch mehr Männer spezialisiert Leute für den normalen Dienst Bürger, aber auch für die Vigilance bei Naturkatastrophen und so weiter. Und auch sie müssen optimal auf ihren Beruf präpariert sein. Die Formation kennt du wenn's zu Summe mit den interessierten Verwaltungen und privaten Entreprisen organisiert gehen. Auch am Blick schon machen zum Beispiel die Schüler vom Kopral einen Tag an der Woche ein Stage Herberg. So eine Formation sollte auch flächendeckend angeboten gehen, und nicht nimmen am Lycée Technik von Ettelbruck. Und hier Dauer sollte nicht wie bislang auf 3 Semester beschränkt sein, aber sich um die Besoin von den Sicherheitsberufen und der Struktur von den anderen Filieren an unseren Schulen orientieren. Die Formation soll auf verschiedenen Niveaus angeboten gehen, für spezifisch ob Karriere wie Brigadier, Kaporol, Unteroffizier oder Offizier können vorzubereiten. Aktuell will unser Schulsystem ja auch diversifiziert auftreten. Dann ist das Idee sicher willkommen, erkennt nicht nur die Sicherheitsinteresse von unserem Staat entgegenkommen, aber auch ganz viele junge Leute interessieren. Der Sicherheitssektor ist nicht nur wichtig, aber auch als Beruf extrem interessant und spannend. Weil an den Sicherheitsberufen die physische Kondition wichtig ist, kennt natürlich auch dem Sport als einer medizinischer Begleitung an so einer Filiere eine große Bedeutung zukommen. An einer Zeit, wo viele Junker sich nicht mehr genug bewegen, ist das sicher auch ein Vorteil. Auch die Sozialkompetenzen sind an diesen Berufen besonders gefragt. Etwas, was in unserer Gesellschaft und Haut sicher nötig ist. Den Aus- und Umbau vom Pilotprojekt Kopral an ein richtig Filiere ging auch der Sicherheitssektor, besonders natürlich die Armee, noch besser an als Gesellschaft verankern und wissen, wie wir die Armee verbessern. Dass so ein Wunsch besteht am breiten Publikum, dürfen wir an einem rezenten Sondage in der Strach. Da er hofft, dass diese Diskussion hilft, die Wichtigkeit von einem Projekt wie der Kopral zu unterstreichen und dazu feiert, dass das Pilotprojekt weiter ausgebaut und progressiv zu einer Filiere für die Berufe am Sicherheitsbereich ausgebaut wird. Wir so merci für die Gelegenheit, heute darüber zu diskutieren, und wir freuen uns auf die verschiedenen Kontributionen von den Kollegen hier am Saal. So, ich vielmals merci.